Ja, grüß dich. Als kleine Warnung, bevor die Folge beginnt, ähm, das ist meine schlechteste Episode, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Mein Strudelhirn hat es nicht hingebracht, sprechen und spielen gleichzeitig. Daher auch der Titel Spielen plus Reden zeitgleich blöd oder Scheiße mit dem Scheiße-Emoji. Das weiß ich nicht, wie ich das gesteuert und wie ich das mache. Gell? Also ich bitte um Verzeihung und ich werde mich bessern. Danke für die Aufmerksamkeit und nun viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei PES 2017. Wir sind jetzt nun mehr im zweiten Spieltag unterwegs. Das erste, was wir heute machen werden, ist auf Fortgeschrittener. Haben wir das jetzt da? Hat er das jetzt gespeichert? Hat er das? Ja, hat er. Sehr gut. Warte mal. Machen wir 9 Minuten, das passt. Und kurzen Augenblick, ich erinnere mich gerade zurück an die Kommentare vom Ronny. Wir werden uns heute mal wieder einem Spiel widmen. Den Rest lassen wir außen vor mal, weil wir können jetzt so gesehen eh noch nichts machen. Ich habe mir das jetzt so überlegt in der letzten Woche, wir werden jetzt mal bis zum 10. Spieltag weitermachen und na, machen wir es so. Wir werden jetzt mal eine Zeit spielen und im Laufe der Zeit dann werden wir die Mannschaft umbauen, je nachdem, wie wir es brauchen. Zeit vorstellen, weiter. Ich will euch ja mit einbeziehen in das Spiel, gell? So gut ich halt kann und so gut es in meinen Möglichkeiten und in meinen Möglichkeiten liegt, gell? Und zwar Freude auf das Spiel gegen East Sussex. Okay, ich hätte gesagt, wir starten. East Sussex. Wir haben in Melikov, Vasili, Eriksen, Soric, Giorza, Greenwill, Hettich, Sanone, Schipper, Kesseltein und Coutinho. Die geile Sau. Gut. Ich habe in der letzten Ausgabe habe ich gelesen in den Kommentaren vom Ronny, dass das eigentlich relativ für euch unterhaltsam war, wenn ich dort nebenbei ein kleines Thema bespreche oder über ein kleines Thema rede. Ich werde mich bemühen, heute wieder eines einzubetten in das ganze Debakel, was ich da veranstalte. Giorza, siegessicher und selbstbewusst. Naja gut, wenn du dem ins Gesicht schaust, reinschauen tut er wie ein Kloaken. Okay. Dare to dream. Okay, los geht's. Vielleicht fällt mir ein Thema ein, dann reden wir drüber. Gedanken gemacht habe ich mir keins. Ich hätte zwar 2, 3, 7, 8, 10, 12 Themen, über die wir sprechen könnten. Aber, wie gesagt, das My goodness! Dazu kann ich nur sagen, shocking! nach nicht einmal einer Minute. Wow. Ja, das ging aber flott. Ich hab momentan das große Problem, ich wollte eigentlich meinen YouTube-Kanal ja noch nie so gewaltig ausbauen, wie er jetzt momentan existiert, gell? Ich muss da offen und ehrlich gesagt sagen, momentan entwickelt sich mein Kanal in einem Mordstrom-Monster-Projekt. Kurz einen Blick. Ja. Was ich persönlich nicht so vorgehabt habe, aber na komm. Upsa. Ich bin mittlerweile sogar schon am Überlegen, ein großes Open-World-Spiel zu pausieren.
Von denen habe ich noch nichts. Oder beziehungsweise 2 Aufnahmen habe ich noch. Eine ist diese Woche nicht gekommen. Sollte aber dann nächste Woche noch kommen und in 14 Tagen die letzte Aufnahme. Upsa. Ja, ganz drin bin ich halt nicht. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, was der, wenn ich halt einmal 2-0 verliere oder 1-0, gehört das für mich stinknormal dazu, gell? Was will ich jetzt noch sagen? Genau, wow, also die geben Gas. Wow, mit denen habe ich nicht gerechnet. Wo bin ich stehen geblieben, dass es wieder rausholt aus dem Kiefer? Und zwar, wie du vielleicht in der letzten, oder wenn du einen Blick auf die letzte Entdeckungstour-Folge bei Assassin's Creed achtest, da habe ich euch die Karten gezeigt, oder da zeige ich die große Open World mit über 100 Zielen und Touren und tralala. Und Balthasar, Tiralala, ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich habe Tonnen an Material mittlerweile vorbereitet. Material an Formaten, an Musikstücken, Schnitt und sonstigen Scheiß. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So. Nur, wann das Video rauskommt, das kann in den nächsten Tagen sein. Ich glaube eher am Sonntag, dem 16. oder dem 17. Februar, hau es aussehen. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, jetzt nicht, dass ich keinen Spaß dabei habe. Ich habe drum Spaß momentan an dem Scheiß, den ich da fabriziere. Und vor allem Anfang Februar ist ja mein Kanal relativ für meine Verhältnisse, für meine sehr kleinen Verhältnisse, mords gewachsen um fast 11 Abonnenten und es ist für mich persönlich ein Zuwachs, mit dem habe ich nicht gerechnet, sorry. Der überfordert mich gerade ein bisschen in den letzten Tagen, gell. Und der überfordert mich wirklich. Also da bock ich einfach nicht ganz. Und auf jeden Fall, was ihr bei mir sowieso nicht erwarten dürft, ist, dass ich jetzt auf Druck viel aussehau. Ich meine, gut, bei mir kommen momentan im Schnitt alle zwei Tage oder fast jeden Tag Videos, gell. Auf der einen Seite will ich euch viel bringen und auf der anderen Seite will ich aber auch so vorgehen, dass ich meinen Spaß daran habe, gell. Mittlerweile habe ich 5 Projekte, das hast du wahrscheinlich eh schon gesehen, Trottel, das müssen wir aber auch sein in der zweiten Halbzeit, also es scheißt uns ja nur mal rein, bist du deppert. Mit denen habe ich nicht gerechnet, aber ist wurscht, wenn wir einmal verlieren, ist mir das scheißegal. Was will ich jetzt noch sagen, bevor ich es wieder vergieß? Mein Strudelhirn, weißt? Ich will euch was sagen und dann fallen mir 3000 Dinge ein, die ich noch sagen konnte, hin und her und bla bla bla. Und ja, vielleicht finde ich wieder einen roten Faden. Kurz lang Blick. So, jetzt finde ich wieder einen roten Faden. In Kürze gibt es ein neues Format auf meinem Kanal.
Das wird auch wieder unregelmäßig erscheinen. Nennt sich Kanal News. Und zwar mit dem Untertitel, das werdet ihr dann im Intro sehen davon, ein Blick hinter die Kulissen. Ich zeige euch, was hinterrucks passiert hinterm Kanal, an was ich arbeite und etc. etc. Mit Screenshots werde ich euch sagen, werde euch einen Blick in meine Speicherplatten vom PC gewähren. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, das ist momentan extrem. Ich bin sogar am Überlegen, mir von irgendwo einen zweiten PC zu besorgen. Aus dem einfachen Grund, ich will flexibler werden. Momentan habe ich einen großen PC, mit den render ich alles, mit denen mache ich die Thumbnails etc. etc. Der alte PC, den ich gehabt habe, der bockt's nicht. Das ist zwar Windows 7, aber der ist ja schon 7 oder 8 Jahre alt. Der bockt das nicht mehr. Also mit der Niederlage, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn jetzt nicht die Pappen halt, glaube ich, verlieren wir. Wurscht, weiter geht's. Gibt's nicht. Und vor allem mein alter PC, der bockt ist Schnittprogramm nicht, mit denen ich gerade die Videos schneide, und vor allem komme ich dann aber auch nicht auf den Qualitätsstandard, den ich gerade habe. Oder den ich persönlich für mich jetzt am Kanal verfolge. Und der ist momentan sehr hoch. Ich arbeite daran, stetig die Qualität zu verbessern, blalala und tralala. Und offen und ehrlich gesagt, ich will es momentan auch gar nicht anders. Ich schraube die Qualität so hoch, dass du ausschaust. Und auf jeden Fall, zwecks zweiten PC. Ich muss sogar mittlerweile hergehen. Ich habe mir schon da einen Plan zurechtgelegt. Ich muss sogar meinen Schreibtisch im Wohnzimmer, momentan steht alles auf einem Glastisch, auf einem uralten. Ich muss meine komplette Anlage daheim ausbauen. Das heißt, ich habe jetzt da stehen die zwei Monitor. Auf den einen Monitor spiele ich PES. Auf den einen Monitor läuft PES, auf dem anderen läuft der PC. Auf dem ersten Monitor ist die Xbox angeschlossen, auf dem zweiten läuft der PC mit dem Renderprogramm gerade. Und ich muss das noch üben. Ich muss das echt üben. Also reden und spülen gleichzeitig. Da ist mein Hirn ein bisschen, weiß ich nicht, ganz komplett deppert. Und unterisch, in der unteren Etage vor dem Schreibtisch, stehen dann die drei Konsolen. Die 360, die PS4 und die Xbox One. Das Problem, was ich aber dabei habe, ist, dass die PS4, weil ich keinen anderen Platz dafür habe, oder weil der Platz nicht anders sich ergeben hat, jetzt steht die PS4 auf der Xbox 360 und auf der Xbox One in der Mitte oben drauf. Also ich stecke hinten immer wieder dumm, weil es momentan nicht anders geht. Also ich habe dieses Jahr noch einiges zu tun, um die Qualität nochmal zu steigern. Und ehrlich gesagt,
ich werde die Zeit auch nutzen, ehrlich gesagt. Nur wie gesagt, ich bin am Überlegen, ein großes Open-World-Spiel derweil zu pausieren, bis ich mit allen auf klar komme und bis ich auch alles benannt habe. Es wird zwar Zeit dauern, ich schätze halt mal, ja, 3 bis 4 Monate, weil was da, ich setze mich dann nicht mehr unter Druck, gell. Was kommt, das kommt, und wenn einmal ein Tag kein Video kommt, dann ist mir's auch blunzen, gell. Aber um das Ganze jetzt abzuschließen, ähm, in den kommenden Wochen wird es einige Blicke hinter die Kulissen sehen, und was da abgeht, ist nicht normal. Man, mittlerweile derzeit ist der Kanalinhalt, der Content, den ich euch bringe für 2020 und 2021, gell? Es sind insgesamt, ich glaube, 15 Projekte. Ja, wir haben verloren. Schade. Hätte mich gefreut, aber mein Gott. Haben wir heute einfach einmal verloren. Wurscht. Was wollte ich jetzt noch sagen zum Abschluss? Oder riskieren wir es nochmal einen Schwierigkeitsgrad niedriger. Weil diesmal war die Mannschaft echt scheiße. Weißt was? Wir verbleiben so und fertig. Müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder aufholen. Ja, mei, du, ich bin nicht perfekt, und wenn ich einmal verliere oder zweimal, ist mir das auch so wurscht. Boah, wir sind erst am zweiten Spieltag, und ich bin ein Trottel, ich will da die Aufstellung aufpassen. Der Bärsch wird immer blöder, je älter das er wird. Es ist aber wirklich, ich lüge dir nicht an. Jetzt wie ein 31er sich selbst neue Dinge beizubringen, wird im Alter immer schwieriger. Man, 40, 39 ist noch kein Alter, aber merkst du selber, weil du da einfach in deiner täglichen Routine drinnen bist. Das, was du warst, und sich dann neue Dinge anzueignen, ja, du Trottel, wenn ich das gewusst hätte. Oh. Na, aber wie gesagt, jetzt zum Abschluss. Ähm, kurz und knapp. Was Giorza Ausdauer, ja, passt. Ballkontrolle. Giorza ist auf 71 gestiegen. Kandemi auf 57 gesunken. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders. Gefreut mich wirklich fürs Spiel. Red Bull Brasil ist ein Angebot für Herbe eingegangen. Bestätigen. Nehmen wir eh nicht an. Gut. Zweiter Spieltag. Wir sind weit abgerutscht. Wir speichern da jetzt einmal. Wir wollen das jetzt alles einmal überschreiben. Dann wir da nochmal speichern. Sorry für diese relativ beschissene Folge. Und ich verspreche Besserung. Ja, wie gesagt, es ist alles nicht so einfach, wenn es jetzt so wie es bei mir so zum Beispiel ist. Die Eindrücke, beziehungsweise das, was ich kanaltechnisch privat schaffe, möchte ich ja irgendwann einmal sagen, es wird ja sehen, dass es weitergeht. Und
dann bin ich wieder der Mensch, so wie jetzt da in den letzten 20 Minuten, will euch das dann alles wieder, alles dann euch auf die Schnelle immer wieder sagen und Dings, aber ich muss lernen, geduldiger bleiben, geduldiger werden und ein bisschen mehr Routine in das Ganze einbringen. Wenn ich für mich selber spüle oder wenn ich jetzt da normal ein Spiel mache, dann konzentriere ich mich aufs Spiel. Nur ich persönlich bin da ein bisschen, ja, ich sage einmal, mein Strudelhirn äh, ist da ein bisschen deppert und sagt sich, du, konzentriert jetzt aufs Reden und nicht aufs Spülen, würde ich mich aufs Spül konzentrieren, konzentriere mich aufs Spül, gell, also komplett wuschi-waschi. Also, sorry für die wohl schlechteste Folge, die ich je aufgenommen habe. Und jetzt aber wirklich zum Abschluss, es wird in den kommenden Tagen und Wochen einige Hintergründe oder Einblicke in meinen Kanal sehen. Es ist einiges geplant für die Zukunft und ein großes Open-World-Spiel werde ich vorzeitig beenden müssen. Beenden, passieren. Aber dazu später mehr. Und ich glaube, zwecks der Größe wird's Skyrim sein. Weil da habe ich jetzt momentan am wenigsten. Und wenn du in die letzte Episode Entdeckungstour für Odyssey reinschaust, siehst du auch die Karte und die Größe dieses Projekts. Ich habe 4 Monsterprojekte, das ist auch mitunter PES 2017. Ich habe 4 Monsterprojekte vor mir und ich muss mir die Arbeit antun und eins dabei passieren. Und da hat Skyrim getroffen, da ich mir für Skyrim auch noch extra was einfallen lassen will, gell. Tut mir echt leid, aber ich muss das leider jetzt momentan so machen. 2 Episoden kommen noch für Skyrim und ja, das ist momentan halt der Stand der Dinge am Kanal, aber dazu dann in den kommenden Wochen mehr, gell. So, jetzt verabschiede ich mich mal von der schlechtesten Episode, die ich je in PES gespielt habe. Und beim nächsten Mal werden wir nochmal, weißt du was, wir werden es so machen. Wir werden in der nächsten Episode noch einmal auf Amateur zurückgehen, nochmal auf 10 Minuten. So werden wir es machen. Und dann werden wir weiter sein. Machen wir es so. Gell? Wie gesagt, wir haben jetzt gerade erst den zweiten Spieltag. Also ich will in die Champions League, ich will sämtliche Pokale gewinnen. Darum sage ich ja, das wird auch ein Monsterprojekt. Ich und meine Monsterprojekte. Aber das Problem ist halt bei mir persönlich, ähm, ich habe eine komische Denkweise, wenn ich mir schon ein Spiel kaufe, dann will ich unter 50 Stunden, dann will ich, sagen wir nicht, nehmen wir keine Zahl, sagen wir einfach, ich will Umfang. Ich will mit das Geld, was ich dort zahle, will ich Umfang. Umfang. Und muss offen und ehrlich gesagt gestehen, Norfolk PES bietet mir mitunter so einen Umfang für damals, ich glaube, 15 oder 20 Euro, was ich das Spiel gehabt habe. Gut, ich würde jetzt einmal mich verabschieden. In Kürze, ich werde schauen, dass ich die nächste Episode bald einmal mache, dass wir auch da weiterkommen. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es verzeiht mir diese Ausgabe. Ich bin leider nicht perfekt, gell? Ich habe viel Fehler. Naja, lassen wir das. Und dahin bis zum nächsten Mal dann. Baba.